Hallo liebe Handarbeitsgemeinde, hier ist Hanna von Hannas Idee. Äh, Das hier ist mein erster Podcast in Sachen Handarbeit und darum ist es vielleicht noch ein bisschen holprig, ein bisschen nervös, ein bisschen ja, ich muss noch ein bisschen spicken, weiss nicht wo hinschauen und es ist noch schwierig mit der Kamera ein bisschen zu flirten, dass ihr auch ein bisschen etwas mitbekommt von meiner Stimmung, von der Umgebung, wo wir sind. Denn das ist mir ein grosses Anliegen. Ja, der Handarbeits-Podcast dreht sich um Stricken, Nähen, um Papier, einfach alles, was ich so mache in meiner Zeit, wo ich kreativ tätig bin. Ja, und das andere ist, ich kenne einen ganzen Haufen deutsche Podcasts, österreichische Podcasts, die sich um Stricken gehen, wo sich kreativ betätigen. Was ich nicht gefunden habe, sind schweizerdeutsche Podcasts. Und da wir in der Schweiz sind und ich gern Schweizerdeutsch schwätze und einfach eine Plaudertasche bin, also die ringsum sagen, Janets tot schwätzen, das gibt's nicht. Jetzt habe ich meinen Namen noch gesagt. Janet ist im Berufsleben Masseurin. Und die Hanna ist das Zweite, das ist eben das Kreative von mir. Das ist einfach der deutsche Name vom französischen Jeanette. Und das finde ich noch eine ganz coole Sache, weil dann kann man so hin und her switchen. Es ist einfach, ja, eines ist mit Jeanette, eines ist mit Hanna. Ja, und es sind bei mir einfach meistens Einzelstücke, wo halt gemacht werden, weil ich tue viel upcyclen. Jede Wolle, die noch immer rumliegt, ist einfach vergütetes Material. Jedes Stöffli, das rumliegt, ist auch vergütet. Und dann gibt es ja noch die vielen Jeansli und so, die man nicht mehr anlegen kann, oder Kleidli, die einfach vielleicht nicht mehr reinpasst oder weil einfach vorbei sind. Und da habe ich eben gemerkt, da ist ein riesen Potenzial, dass ganze Haufen noch Stoff haben oder Wolle, die sie nicht mehr brauchen. Und ja, das hat aber alles einfach auch seinen Weg gehabt, wie alles. Weil früher, vor 20 Jahren, als ich gestrickt habe, habe ich auch jede Wolle gekauft. Ich bin in Wollenläden gegangen und. Und es ist einfach fantastisch. Ich mache es heute noch gern. Ich schmecke den Stoff gern. Ich schmecke gern Wolle. Ich bin gern unter diesen Leuten. Ich finde das spannend. Aber es hat eben auch ganze Haufen, die die Wolle kaufen und dann werden sie verpackt, liegen rum, gemacht wird nichts. Und um die Wolle und um die Stöffel kümmere ich mich. Und das ist halt einfach ganz spannend. Manchmal ist es eben sehr alte Wolle, wo vielleicht gar nicht mehr im Trend ist, aber mit einem neuen Muster ganz trendy aussieht. Oder ein Stoff, der einfach rumliegt und rumliegt und rumliegt. Und x-mal hat man eine Projekttasche gemacht, ein Projektmäppli, hat es eingefasst oder irgend so Ideen. Bei mir kommen dann die Ideen. Und das wissen meine Freunde wissen das und die sagen dann immer noch, hey, dort hat es noch Stoff oder dort hat es noch Stoff. Und darum ist es halt einfach so. Jetzt, wie hat es denn angefangen? Also wie gesagt, ich habe vor 20, nein, es sind schon bald 30 Jahre, habe ich auch für Handarbeitsgeschäfte gestrickt und so und ich habe ganz viel gestrickt. Dann sind meine Kinder gekommen und das mit dem Stricken hat gerade noch für Kinderjäckchen gelangt und so, einfach für mich nicht mehr. Und dann habe ich ganz aufgehört zu stricken. Weil mir das zu lang gegangen ist, weil ich die Geduld nicht hatte. Ich habe dann mehr ein bisschen genäht, aber auch so ein bisschen. Und nachher war es so, dass meine Mami ganz fest krank ist geworden. Und sie dann
eine Aufgabe gebraucht hat. Und mir ist dann in den Sinn gekommen, dass meine Mami genäht und gestrickt hat. Und ich so zu ihr gesagt habe, hey Mami, ich weiss, was wir machen. Du strickst Socken. Und sie, nein, ich kann keine Socken stricken. Und ich so, ach, du kannst Socken stricken. Und dann habe ich mit ihr angefangen, Socken zu stricken. Und ich habe ihr versprochen, einmal, ich nehme jede Socke und verkaufe sie oder verschenke sie oder irgendwie so. Und dann hat meine Mami angefangen Socken stricken. Und sie hat wirklich Socken gestrickt. Ich bin kaum nachgekommen mit Wolle kaufen. Ich habe dort auch jede Wolle gekauft. Und es ist einfach, es ist so schön gewesen, ihr zuzuschauen, wie sie Socken gestrickt hat, weil sie hat eine Aufgabe gehabt und ist durch das wieder selbstständig geworden und ist wieder in ihr Leben, in ihren Alltag gekommen. Und ich habe noch ganz eine schöne Zeit dürfen mit ihr verbringen, wo sie einfach kreativ tätig war. Und das hat dann so für mich wieder ein bisschen so den Ausschlag gegeben, einfach kreativ zu sein. Dann habe ich viel genäht. Und mit meiner Tochter genäht, die hat dann auch Wellen und das ist dann so witzig gewesen, dann haben wir so Kreativtage gehabt. Und die Kreativtage, die sind immer schön gewesen. Also, wir haben das genossen, wir haben miteinander plaudert, meistens habe ich noch irgendetwas gebacken oder irgendwie so. Einmal ist es Zeit mit Tochter und Mami gewesen, so wie ich es mit meiner Mutter hatte. Und das ist ganz schön gewesen. Und ja, nachher habe ich so gedacht, eigentlich wäre Stricken schon nicht schlecht, aber irgendwie so, ja, für wer? Ich meine, ich habe alle Socken, habe ich noch bis, ich glaube, bis ich vielleicht ins Altersheim komme, was ich nicht hoffe. Aber Socken muss ich, glaube keine mehr stricken, obwohl es mich immer wieder reizt. Aber ich habe so viele Socken. Und dann habe ich, als ich über einen Markt gelaufen bin, mal in Zofingen, habe ich mit jemandem geschwätzt und die hat Babykäppchen gesucht für Kinder, die zu früh auf die Welt kommen. Und das habe ich eine coole Idee gefunden. Und dann habe ich gefunden, okay, gut, ich nehme die Sockenwolle von Mami und stricke Babykäppchen. Ich darf euch das zeigen. Das war mein erstes Babykäppchen und so herzig. Mit einem Knöpfchen dran und so. Ganz einfach aus Sockenwolle. Und dazu habe ich dann noch Söckchen gemacht. Sind die nicht herzig? Ich bin so herzig. Ja. Dann habe ich die gestrickt und habe gedacht, ja gut, ich kann ja die dann im Spital abgeben. Ja. Das ist dann in die Hose. Wie ihr seht, ich habe sie immer noch. Weil die haben nur Baumwolle. Weil das hier können wir scheint nur bis 60 Grad waschen oder 40 Grad. Und das ist zu wenig hygienisch und. Item, ich habe immer noch von diesen Käppchen. Weil das Spital die nicht will für die Frühgeborenen. Ja, und so hat eigentlich das Stricken wieder angefangen. Und mein erstes Projekt, das wirklich nachher war, ist, ich stricke eine Riesendecke. Also ich kann die jetzt hier nicht zeigen, weil wir sind hier übrigens, ja, das habe ich ganz vergessen zu sagen, ich filme hier aus dem Gümperli raus. Und zwar das Gümperli, das ist mein Wohnmobil. Und das ist meine kreative Auszeit. Es ist meine Erholung. Es ist mittlerweile meiner Tochter und mir das Handarbeitseckli im kleinsten Rahmen. Weil ich halt eben in Sofia gewohnt, sie in Basel, treffen wir uns in der Mitte. Und das ist cool, wenn man dann alles dabei hat. Und die Mami einfach in die Mitte fahren und dann können wir einen schönen Nachmittag zusammen verbringen. Und ja, darum habe ich gedacht, ich filme auch hier draus, weil es gibt dann vielleicht später auch Geschichten darum, von unterwegs eben zu plaudern.
Wolle vorstellen, weiss ich nicht, vielleicht gibt es das einmal. Vielleicht tue ich mal ein Buch vorstellen oder irgendwie so. Aber im Moment geht es einfach darum, dass ich euch einfach unterhalten mit Klatsch und Tratsch, mit Plaudern, beim Stricken dazu, was ihr auch immer macht. Meistens trinkt irgendjemand noch etwas dazu. Ich habe gerade, das ist der erste Podcast. Kein zu trinken, Durst hätte ich. Die Kirchenglocke hat jetzt auch noch geläutet, weil es ist Sonntag. Wunderbar. Passt alles zum ersten Podcast. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Mein grosses Projekt war, nachdem ich einer Kollegin, die Socken anfangen stricken und ich gesagt habe, hey, aber du kannst auch Viereckchen stricken aus dem Spickel raus und so, und habe ihr das zeigen. Dann hat das wie wenn man halt etwas vorzeigt, das hat nicht geklappt. Und dann habe ich daheim so oben einfach aus so einem Resten Sockenwolle habe ich eben das Viereck aus dem Spickel gezogen und habe dort einfach weiter gestrickt. Und dann ist mir die Idee gekommen, ich könnte ja eine Decke stricken. Und zwar einfach aus dieser Restenwolle, die meine Mami hat liegen lassen. Wo meine Mami nicht mehr dazugekommen ist, weil sie ist in der Zwischenzeit ist sie gestorben. Und dann habe ich gefunden, ja, das ist doch ein guter Zweck. Also jetzt stricke ich eine Decke an einem Stück. Mittlerweile hat die Decke 1,50 Meter auf 1,50 Meter und ich habe immer noch Sockenwolle, die ich verstricke. Aber das kann ich natürlich nicht ins Gümpel nehmen, weil die ist viel zu groß. Dann machen wir vielleicht mal ein kurzes Filmchen über meine Projekte, die ich daheim stricke, die grösser sind. Und da sind halt einfach die kleinen Projekte. Oder man muss irgendein Kreatives aus Papier oder irgendwie so. Und ja, das ist so das, was ich so mache. Jetzt habe ich ganz viel vom Kollegen, ganz viel Baumwolle bekommen, für eben die Käppchen zu stricken. Aber wie es halt so ist, die Käppchen, ich habe noch so Käppchen, und ich habe auch noch Zöckchen dazu. Aber ich hatte andere Ideen gehabt und die finde ich halt auch cool. Auch wieder für Kleinkinder. Und ja, jetzt stricke ich halt, wenn ich unterwegs bin, entweder so, ich sage denen Knöpfchen. Und die bekommen dann auch einmal das Gesicht und andere Sachen. Wenn jemand Käppchen will, dann stricke ich auch ein Käppchen oder so. Ich nehme Aufträge entgegen. Das wissen meine Leute ringsum, dass ich auch Aufträge entgegennehme. Und ja, jetzt ist es halt eine spezielle Zeit, wo ich ein bisschen schwierig finde, weil ich sehr gerne mit Leuten zusammen bin. Und einfach die Leute nicht mehr können oder wollen, oder dann hat es Regeln, die einfach sehr schwierig sind, einfach ein Treffen zu machen oder einmal wieder zusammen stricken, quatschen, gut ist, oder? Und nichts dahinter sehen, wie mit der ganzen Problematik, die wir haben. Und darum bin ich eben noch gern unterwegs, weil dann habe ich mit dieser Problematik gar nichts zu tun. Ich bin ja für mich allein. Und manchmal treffe ich Leute und das ist auch ganz schön und das ist draussen und dann ist das überhaupt kein Problem. Dann habe ich solche, ja, die sehen, ich stricke vor meinem Gümpel auf einem Zeltplatz und oftmals sind 3, 4 da, die auch stricken, die auch plaudern, die auch die Sehnsucht haben, ja, wir wollen wieder zusammen etwas unternehmen. Und wir wollen wieder zusammen quatschen. Und es geht gar nicht darum, um was man quatscht, sondern einfach das Zusammensein, das Zeigen, das Spüren, was der andere
für ein Material braucht zum Beispiel oder was er gern strickt oder auch wenn es ein Problem gibt, dann ist das gerade gelöst. Man muss nicht zuerst suchen, wo und wie und was. Nein, man kann es gerade, hey, schau mal, mach es doch so und das ist gemacht und weiter geht's dann im eigenen Projekt, oder? Oder man sieht dann einen Schal oder irgendwie so und denkt, wow, ist das schön und man genießt das auch und denkt, ja, vielleicht kann ich da weitermachen, vielleicht kann ich auch so einen machen, vielleicht steht der mir auch. Im Übrigen, mein erster Schal, den ich wieder gestrickt habe nach 20 Jahren, ich liebe ihn heiß und innig, ist auch daheim, habe ich mit 2 verschiedenen starken Nadeln gestrickt. Das habe ich auch noch nie gemacht, das ist auch ganz witzig. Und es geht ein ganz witziges Muster daraus und ich liebe ihn einfach. Obwohl ich gar nicht mehr gern so um den Hals irgendetwas habe, weil ich viel zu schnell, viel zu warm habe. Aber da habe ich viel angehabt, letzten Winter, weil ja, es hat immer so ein bisschen gewindet und den Nacken habe ich dann schon gern, wenn er ein bisschen gedeckt ist und so und man es gerade wieder auftun kann. Und ich werde auch wieder einen Schal stricken, also das Jahr sicher. Und ja, was ich halt nicht so bin, ich habe nicht 100 Projekte. Ich habe jetzt 2 Grossprojekte und dann die kleinen, eben die Knöpfchen oder jetzt muss ich dann ein Geldbeutel machen. Das sind die kleinen Projekte im Gümpeli, weil sie wenig Platz brauchen. Weil ich zeige euch, ich habe gar nicht viel Platz. Wartet mal, ich muss das schnell führen. Hoffentlich funktioniert das. Das hier ist meine ganze Handarbeitskiste. Da muss alles drin Platz haben. Viel mehr hat es nicht. Oder? Aber sie ist praktisch. Man kann auch die Füße draufheben, weil ich habe die Füße so gerne in der Luft. Und ja, darum gibt es hier nur kleine Projekte. Oder? So, das ist meine kleine Vorstellung, die ich mit euch teilen möchte. Und ich würde mich freuen, wenn es auch, weil es der erste Podcast ist, wenn es ein Däumchen nach oben gibt. Oder halt, wenn es ganz in die Hose geht, ein Däumchen nach unten. Aber ich hätte schon Freude an den Däumchen nach oben. Und abonnieren könnt ihr auch. Das Glöckchen machen, dann wisst ihr immer, wenn ich wieder etwas Neues mache. Ich weiss nicht, wie streng ich das mache, einfach so, wie es halt gerade kommt, wenn ich wieder etwas zu quatschen habe. Wenn ich im Gümperli sitze oder einfach so einmal. Und, also so, das war es vom ersten Podcast von mir. Ich wünsche euch ganz schöne Zeit. Seid kreativ, probiert Neues aus, kommt aus eurer Komfortzone raus, denn das macht Spaß. Und ja, wir hören uns. Also, bis dann, tschüss zusammen.